Fast wäre dieser Tisch von seiner verstorbenen Oma auf dem Speicher gelandet. Aber die beiden waren dann doch zu fasziniert. Das ist ja ein halber Tisch. Wie kommt das? Das wissen wir auch nicht. Vielleicht fehlt die Hälfte und das hat jemand anderes gebraucht. Er steht bei uns in der Wohnung zu Hause an einer Wand und dient uns als Schlüssel und Zeitung und Postablage. Und die Schlüssel auf die Oberfläche nimmt er da nicht Schaden? Könnte sein. Wir werden, je nachdem, was uns die Experten heute sagen, müssen wir da vielleicht noch mal überlegen. Ja, herzlich willkommen und grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott zusammen. Ich sage Ihnen gleich, ich habe eine richtige Gänsehaut. Und wir entwickeln jetzt warum. Aber zuerst fragen wir Sie, was glauben Sie, was Sie uns mitgebracht haben und was sind Ihre Fragen an uns? Wir haben Ihnen unser Oma-Tischchen mitgebracht, das wir von meiner Großmutter geerbt haben. Diese wiederum hat es von ihrer Tante geerbt, die bis in die 1960er Jahre in München als Haushälterin eines Richters tätig war. Und von diesem Richter stammt dieses halbrunde Tischchen. Der Richter war ein sehr interessierter, in Kunst und Literatur interessierter Mensch. Und was wir ansonsten von dem Richter noch wissen, ist, er war wohl als Richter mal eine kurze Zeit in Niederbayern tätig. Und er war wohl während der Jahre des Zweiten Weltkriegs in Bad Heilbrunn beschäftigt oder hat dort die Zeit verbracht. Ansonsten wissen wir über das gute Stück sehr wenig. Was uns interessieren würde, ist natürlich zum einen, wie alt dieser Tisch sein könnte, ob er als halbrunder Tisch ursprünglich geplant war oder ob es ein runder war, der später mal aufgetrennt worden ist. Und dann wird uns natürlich noch interessieren, aus welchem Material die Beschichtung an dem oberen Rand dieser Tischplatte ist oder auch eben an der Säule. Also wir können jetzt schon sagen, wir können Ihnen helfen und wir sind selbst überrascht. Wir wissen ein bisschen mehr, als wir selbst zuerst vermutet hätten. Also wir können beide sagen, noch nie sowas gesehen. Nie. Okay. Aber man kann es trotzdem in Bezüge stellen. Nicht? Also einmal vom Typus her, das ist das Einfachste, ist es eine Konsole en demi-lune, sagen die Franzosen dazu. Das heißt, der stand vor einem Spiegel und das Rund entstand als Spiegelbild über der Fläche. Und da konnte man natürlich noch in die Mitte eine Vase setzen oder eine Skulptur. Und der Raum zwischen zwei Fenstern, dort ist es dunkel und dort kommt sowas am besten zur Geltung. Und dieses Hell-Dunkel, das wird in dem Tisch weiter fortgesetzt in dieser ungewöhnlichen Bordüre in marmorierter Scagliola. Das ist eine Kalkmasse. Und dann noch weiter verstärkt durch diese völlig nie gesehene Gestaltung mit den schwarzen und weißen Viertelstäben, die den Sockel bilden. Und das ist eine ganz aufregende Protomoderne. Man denkt, ist das Wiener Werkstätten? Nein, dann doch nicht. Und wir landen damit irgendwo im Biedermeier, der auch eine ganz ungewöhnliche, bizarre Protomoderne hat. Eine Sachlichkeit, eine Geometrisierung der Form, die alles sprengt. Und jetzt leiten wir das noch mal technologisch ab. Genau das, was jetzt kunstwissenschaftlich mir schon Herr Ottomeyer vorweggenommen hat. Technologisch gehen wir mal jetzt noch mal ganz langsam ran und schauen uns das von hinten an. Hat eine typische Patina von Biedermeier-Möbeln, also schon deutlich gealtert. Gehen mal da unten hin, da ist das Trägerholz. Hier ist die Oberfläche der Grundplatte und wir sehen hier eine schmale, dunkle Kante. Das ist das Furnier auf der Trägerplatte. Das Furnier ist 2,5 mm dick, ungewöhnlich dick. Das heißt, es wurde noch nicht abgeschliffen, noch nicht überarbeitet. Das ist schon mal ganz großartig und keine Arbeit des 20. Jahrhunderts, was man annehmen könnte. Und damit sind wir schon mal, was die Holztechnik angeht, im Biedermeier. Jetzt gehen wir weiter zu diesen Farben. Die sind sehr qualitätvoll gearbeitet. Diese schwarze und diese weiße Fläche. Und ich dachte erst, das wäre eine Poliertechnik des 18. Jahrhunderts, wie in den bayerischen Altären. Das ist es nicht, sondern es ist eine geschliffene Lackierung und dann poliert in den Poliertechniken des Biedermeier. Und jetzt gehen wir aber zurück zur Platte und die ist der Grund für die Gänsehaut vorhin. Denn das hier ist etwas sehr Besonderes, zu dem wir beide einen Zugang haben von ganz verschiedenen Seiten, nämlich eine Marmorimitation auf Holz.
Ich kenne Scagliola-Arbeiten von 1798, die Florenz datiert und signiert Susini sind. Das ist ein florentiner Name. Die kamen als Geschenk an Napoleon, waren dann in Malmaison und kamen schließlich nach München. Und da findet man auch solche Scagliola-Arbeiten, aber im pompeianischen Stil, also à l'antique. Und das Fantastische hier ist, da ist nichts Antikes. Kein Kapitell, kein Schmuckornament, ist schmucklos. Das ist die Substanz selber, die den Schmuck ausmacht, nicht? Und reduziert auf diese zwei Nichtfarben, schwarz und weiß, und getragen von diesem sehr schönen Nussbaumholz mit schwarzer Äderung, was immer ein wenig nach Westen weist oder in wärmere Regionen, denn sonst entwickelt Nussbaum dann eine grüne Äderung beispielsweise. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen wollen, wie die Farben im Original waren, dann sind die ein bisschen anders hier oben als jetzt, denn auch auf dieser Stuckmarmorarbeit liegt eine Politur. Die ist verbräunt und verbräunt heißt eigentlich gelblich geworden. Wenn Sie das Gelb abziehen, dann wird das grünlicher und weißlicher. Okay. Und das Ganze ist eine Knetmasse. Und zwar etwa so wie bei Tag- und Nachtkuchen. Und Sie können sich das tatsächlich so vorstellen. Zwei Farbmassen werden hergestellt und ineinander geknetet. Auf trickreiche Weise, voller Sachkenntnis, um ganz bestimmte Strukturen herzustellen. Und dann werden Streifen abgeschnitten, Scheiben, wie Brotscheiben. Diese Brotscheiben werden aneinander gelegt, nochmal verbunden mit eingeschlemmter Kittmasse, sehr subtil. Und dann wird das fein geschliffen. Im Bereich der Architektur gibt es das sehr viel mehr und sehr viel häufiger. Im Bereich von hölzernem Mobiliar ist es extrem selten. Und deshalb glaube ich, ist es auch belanglos, wo der Richter saß, denn das sind alles nicht die Herkunftsregionen dafür. Okay. Das spricht alles für Italien. Und er muss sehr beschlagen und sachkundig gewesen sein, was Kunst angeht, weil er so präzise offensichtlich gesammelt hat. So ein seltenes Stück. Jetzt drehe ich es wieder nach vorne. Könnte auch gut diese nur in Italien heimische Schwarzkiefer sein, Pinus nigra, die ein Einzelvorkommen noch in Wien hat seit römischen Zeiten. Ja, bin Försterin. Ja, und deswegen die Pichler, die haben da das Pech abgeerntet von diesen Waldungen. Und wenn sie sich einen Gefallen tun wollen, dann stellen sie das für eine schmale Spiegelbahn zwischen zwei Fenster, dann haben sie den vollen Effekt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch mal die Scheibendicke von diesen Brotscheiben in Anführungszeichen, die in diesem Ausbruch sehr schön zu erkennen sind. Und da sehen wir auch ein bisschen von der eher bläulich-weißlichen Farbigkeit, die eigentlich natürlich eine Marmorimitation darstellt. Würden Sie uns dazu irgendeine Art von Restaurierung empfehlen oder würden Sie sagen, nehmen Sie es, wie es ist? Ich würde Ihnen, wenn überhaupt, eine Konservierung empfehlen, ganz wenig, weil die Politur ist sehr früh, vielleicht die erste. Es ist nichts abgeschliffen, es ist unten ein bisschen überarbeitet am Sockel, es ist hier vergilbt, aber das wird man deshalb nicht wegnehmen. Es gibt einige Sicherungsarbeiten am Furnier, aber ganz wenig. Dem Grunde nach würde ich es lassen. Wenn ich noch mal resümieren darf, es ist also ein italienisches oder Wiener Möbel und es dürfte in die 1820er Jahre datieren. 30 ist Schluss und 10 kann es noch nicht sein, also gerade darum. Vom Entwurf her ja, von der Technologie her kann es auch länger gehen. Es ist ein extrem seltenes Stück. Okay. Und dann stellt sich immer die Frage, bildet sich das im Marktwert ab? Ich glaube nur in engen Grenzen, weil das, wovon wir jetzt reden, ist im innersten Kreis der Community überhaupt nur Thema, ja, solche Details. Und museal wäre sicher interessant. So, und vielleicht möchten Sie wissen, was es heute wert ist. 2.000 bis 4.000 Euro. Im Internet ist es bei 150, aber quasi anonym, ohne Kenntnis dessen, was es ist. Da wird vielleicht sogar stehen, halber Tisch abgeschnitten, was Unsinn ist. Also tolles Stück, sehr aufregend auch für uns. Voilà. Vielen Dank. Also dann. Dankeschön. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Wir sind absolut beeindruckt. Also wir hätten echt überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht 200-300 Euro vielleicht. Und die Schlüssel? Naja, da müssen wir halt vielleicht doch irgendwo ein Schlüsselbrett montieren.